Hast du dich schon mal gefragt, wie das ein Entrepreneur zu sein? Das heißt Sarah, hat er selbstständig und hat seine eigene Boutique aufgemacht. In Zeiten von der Corona-Krise hat er ganz viel von seinen Klienten verloren und ist gezwungen, seine Boutique für eine Zeit zuzumachen. Hat geht mit vielen Ängsten und Sorgen konfrontiert. Es ist also wichtig, kreativ zu bleiben und Lösungen zu finden, sodass er seine Arbeit nicht verliert. Auch du kannst Leuten wie dem Sarah mit deiner Empathie helfen, für Lösungen zu finden und auch deinen eigenen Entrepreneursgeist zu fördern. Empathie bedeutet, sich an andere Leute heranzuversetzen, sie zu verstehen und die Welt mit ihren Augen zu sehen. Wir fordern dich heraus, eine Empathiekarte auszuschaffen, für einem Selbstständigen und deinem Umfeld zu helfen. Mit einer Empathiekarte kannst du dich mit Hilfe von ein paar Fragen an eine Person wie Sarah heranversetzen. Was gesagt Sarah? Wie sieht sein Lebensumfeld aus? Wie soziales Umfeld hat er und wie eine Zukunftschancen hat seine Boutique? Was hört Sarah? Unterstützt seine Familie seine Freunde? Was so seine Klienten und seine Fournisseuren? Was hört er an den Medien? Was denkt er fühlt an dieser Situation? Was ist seine Ausstellung? Was ist ihm wichtig und welche Erwartungen hat er? Was sieht Sarah? Wie schwätzt er über seine Situation und welche Sichtweisen bringt er zum Ausdruck? Welche negative Sache beschäftigen hat? Was genau sie seine Sorgen und seine Angst? Und welche positive Sache gelebt hat? Was macht ihm Frieden und was sie seine Wünsche für die Zukunft? Wenn du auf die Frage kannst antworten, bist du in der Lage, für ein paar Schritte an der Chance von einem Selbstständigen zu laufen und ihm mit einer externen Vue zu helfen, Lösungen zu seinen Problemen zu finden. Also, mach mit bei dieser Empathie-Challenge. Für Leute wie dem Sarah aus schwierigen Zeiten zu helfen und noch selber zu lernen, wie ein richtiger Entrepreneur zu denken.